Aktuell ass de Moment Besetzung vun engem Posten am Staatsrat. Frist fir Kandidaturen unzumellen ass aufgelaf, dat das op verzicht fir Kandidat zu nennen, ob schon dat man Urrecht op 2 Posten hätte. Du wisst wie iwwer all die Jahre man dies vervorgin ass. Schiedfried weis auch van dat Nähere, wo an Text auch steht, dat nur politische Kriterien verfolgt, dat awer Kräften, die op Basis vu Wahlresultate dazu legitimiert sind, einfach alle Kergehalle gin. Ein krasses Argument, wir werden an net lang genug dabei gewircht. Lo wees net wer lot, dat aktuelle Argument aus jeden Fall gesäiden, dat die Großparteien an notmmer CSV sich behëlt wie an engem Selbstservice mehr just so wie het hinne passt. Dat ass engem demokratische Staat net würdig, dat ass ein anachronistisches System, dat das System wie just aber an andere Republiken funktioniert. Is Staatsminister Juncker fir durch die Welt fir den anderen beizubringen, wie ein demokratisches System funktionieren huet, fir Elektionen zu erdeelen, als selber net umstand fir dieselwicht Grundsatzheit zu Lützeburg zu respektieren. CSV, wie gesagt, gesagt Lützeburg wie ein Selbstservice, wo sie sich kann noch ihre eigene Gutdünke bedingen, damit kann absolut nicht d'accord sein. Dafür mir ein paar die Propositionen ausgeschafft, was Troll vom Staatsrat belangt, und auch dass weiß, wie in Zukunft soll besagt gehen. Die meisten Länder haben ein Zwei-Kammer-System, wo auch die Zweitchamber gewählt wird. Das tut mir nicht als Lützeburg, die kennt den historischen Hintergrund. Wir sagen auch, das muss nicht sein. Wir sind sogar überzeugt, dass dieses System Avantage hat wie von den anderen Systemen. Wir sind überzeugt, dass eine zweite Institution wichtig und nötig ist. Differenz zur Chamber ist, das wissen Sie alle gut, dass die Leute nicht gewählt gehen, aber dass sie auf Zeit genannt gehen und dass sie dafür keinem elektoralen Stress, wie ich mal so nennen, ausgesetzt sind. Das heißt, sie können sich voll auf Hierarchisch konzentrieren und sie wissen, dass wenn ihr Mandat aufgelaufen ist, dass kein Renouvellement könnt und sie brauchen dafür nicht überall präsent zu sein, für zu gucken, dass sie die nächste gut Wahlresultate machen. Das am demokratischen System legitim, das geht dazu. Ich meine, ihr wisst ja auch, wie das funktioniert. Das hat einen Avantage für den Staatsrat. Wie gesagt, dass den Druck nicht tut, oder dass die einzelnen Member den Druck nicht tun, dass sich voll auf ihre Aufgabe können konzentrieren und dass sie Texte analysieren können, ohne irgendwelche elektorale Konstellationen müssen darauf lesen zu lassen. Das ist eine große Differenz zu den Parlamentariern und das ist meine Meinung noch eine bessere Lösung wie eine Zweitchamber auf elektoraler Basis. Dafür sind wir der Meinung, dass der Staatsrat auch neben den rein legalistischen Aspekten, wie das bislang hauptsächlich der Fall war, auch soll können politisch, finanziell, ökonomisch, sozial und ökologisch Konsiderationen mit an seiner Wie können auflesen lassen. Das heißt auch ein bisschen seine Meinung, seine politische Meinung zu dem, was dann der Projet de Loi oder der Proposition de Loi steht, können wir auflesen zu lassen. Das kann der politischen Diskussion hier am Land nicht mehr förderlich sein. Dafür so wir aber auch, der Staatsrat kann nicht, so wie das historisch bedingt, dass ein Organ vom Grand Duc oder von der Regierung sind, aber seine Hauptfunktion soll sein, dass er als beratend Organ von der Chamber, vom Parlament tätig ist. Das ging auch bedingen, dass die Regierung hier Projekte in Zukunft nicht mehr für den Staatsrat checkt, für dort ein Avis anzuholen und davon den Avis viel Leute, das Projekt Mama wie und Chamber zu checken, mit der Regierung als direkten Interlokuteur nach just Chamber hört, und die Chamber als sein berodend oder berodend Organ der Staatsrat hört. Die Chamber ging dann noch Projekte an oral erne Dokumente, die aus der Kommissionsarbeit hervorgehen, Amendamente hauptsächlich und der Staatsrat 4 gehen.
Wir sind darüber aus der Meinung, dass auch wenn das Reglement Grand du Corps und alles, was die Regierung so arretiert, dass das auch zum legislativen Prozess gehört, weil es ja die Auslegung von den gesetzlichen Texten oder die Ausführung betrifft und dafür scheinbar auch muss mehr an den Prozess mit angebunden gehen. Im Moment lebt ganz vieles leer scheinbar und wir fanden das nicht gut aus. Die Reglementer sollen in Zukunft alle gehen, obligatorisch und durch Staatsrat gehen. Die Regierung möchte, und hat das schon immer gemerkt, teilweise Abus von einer Disposition aus dem Gesetz vom 12.07.96 über die Reform vom Conseil d'État, wo drauf steht, den Avis vom Conseil d'État wäre obligatorisch, sauf le cas d'urgence apprécié par le Grand-Duc. Wenn der Grand-Duc geschaffene Regierung, also man wüsste, dass hier kein direkt Auflussnahme darauf hält, das heißt, wenn der Minister empfiehlt, ich meine, es wäre Urgence, für nicht Bereiche bei der Staatsrat zu gehen, weil er vielleicht ein schlechtes Gefühl hat, da gesehen wir nicht, dass der Grand Duc sagt, nein, das ist nicht vor, ich gesehen die Urgence nicht, du schickst mir, wann ich lief, dein Text bei der Staatsrat. Das heißt, der Minister an der Praxis, also hier dispensiert sich selber für den Text und der Staatsrat zu gehen, das ist nicht gut. Man könnte nicht mit Beispielen Dingen, wo dann hier nur Prozesse kommen sind, zu nach nicht ganz glorreichen Resultaten für die Regierung gefordert wird. Wir sagen, dass das brach ist, und es kann nicht sein, dass der Minister sich selber dispensiert. Dafür, als Konklusion von all dem, was ich gesagt habe, so mir das Troll vom Conseil d'État, ganz besonders an den schweren Zeiten, auf die wir zugehen, in Zukunft mehr wichtig als und noch mehr groß geht, wie es in der Vergangenheit war. Und dafür verlangen wir auch Konsequenzen aus den Evaluierungen raus. Erstens, der Mode der Nomination muss präzise determiniert werden. Es kann nicht sein, dass das just auf Basis von Co-Handel gemerkt wird, und zwar von denen, die halt Majorität haben und dann aus ihrer Majorität raus arbiträr Decisionen holen. Wir sind noch der Meinung, dass 12 von den Conseil d'État ist abgesagt, für der immer mehr große Erbicht, sowieso geht es immer mehr Erbicht. Wir wissen, wer alles von Europa bis zu kommt, immer mehr. Dafür brauchen wir mehr Conseil d'État. Wir wollen noch Ihre Statut ändern, mit eurer Reding geht da mehr im Detail drauf an. Wir sind noch der Meinung, dass der Conseil d'État die budgetären und personellen Mittel muss kriegen, die braucht für seine Aufgabe ordentlich können zu erfüllen.